Ach ja, Freunde, welch schöne Aussicht hier bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Aber ich muss zugeben, so mutig wie Link wäre ich nicht. Sorry, hier oben stehen, ich hätte wahnsinnige Höhenangst. Aber wenn man Parasegeln und so hat, aber nur schon die Vorstellung, hier abzurutschen und irgendwie Kopf voran nach unten zu gleiten. Vielleicht irgendwo noch auf dem Weg nach unten den Kopf anzuschlagen, nach halb oben da runter zu segeln. Nee, nee, dankeschön. Wir sind auf dem Weg zu den nächsten Türmen. Es fehlen nur noch 2 Stück und ich habe mal einen provisorisch da hinten markiert, weil das Gefühl, also ich dachte vorhin, ich hätte ihn da hinten gesehen irgendwo. Ostwin, aber es ist ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. So, auf alle Fälle will ich darüber. Sehr gerne. Denn darum geht es im Prinzip. Also das Ziel ist, dass wir jetzt mal die restlichen 2 Türme noch holen. Vielleicht einfach nur einen der Folge. Denn ich will natürlich auch gucken, gibt es gerade was Interessantes in der Nähe, wie es zuletzt mit Tabu Rasa war. Oder Tabula Rasa, würde ich gerne sagen. Vielleicht noch 1, 2 Schreine auf dem Weg dorthin. Der Geoglyph wäre ganz nett, damit wir auch ein bisschen was fürs Thumbnail haben, ein bisschen Story Progress. Und dann, ja, im Idealfall also nach 2 Folgen spätestens beide Türme auch noch geholt. Das heißt, die Karte auf der Overworld soweit aufgedeckt komplett. Das fände ich irgendwie schön, wenn das mal so sagen darf. So, wir kommen näher und näher. Die Ausdauer leert sich wieder. Der Flug aber geht eigentlich. Ich hätte es eigentlich gedacht, dass er vielleicht ein bisschen mehr Probleme hätte. Mit Ausdauer. Aber ja, ich meine, mit 3 kommst du sehr gut voran. Alter, das war wieder das Melisloch. Erinnert mich ein bisschen an... War jetzt sogar hier da auch damals bei Breath of the Wild, wo... Ungefähr könnte es zumindest sein. Wo wir... Sag schnell. Irgendwie so eine Quest mit Naidras und einen Drachen hatten. Und auch meinen konnte, okay, der krepiert gleich. Also Medizin hier, für also ein bisschen mehr Ausdauer und so habe ich hier, also sogar noch den hier. Ein Pilzspieß, die haben nur ein bisschen was ausmachen. Die großen hier, und quasi sogar die sehr großen. Nehmen wir den schnell. Ist nicht viel, aber ein bisschen was. Obwohl, warum eigentlich nicht? Ah, nee, ich muss ja. Ich will auf der Höhe da bleiben. Das ist ein seltsames Miasmaloch da unten. Oh, da drüben ist ein Schrein. Aber egal. Warum ist jetzt wieder schon arschkalt? Mann, das gibt's doch einfach nicht. Ist wirklich arschkalt. Alter. So, die Ausdauer hat gar nichts gebracht. Oder praktisch nichts. Okay. Ja, ich habe ja ein paar von denen. Ich habe sogar noch so Fitnessmedizin. Die Dinger. Fitness-Pilzspieß. Warum liegt denn der nicht vorne? Hä? Ach, wegen mehr Herzen ist sortiert nach der Herzanzahl. Okay. Juhu, von mir aus. Das glaube ich die Nekluda-Region sein, wa? Ist aber so ein Kumpel oder ist dort ein Ding? Den Stahl kann nicht sein. Doofe Frage. Wäre jetzt ein bisschen sehr schräg. Okay, lustiger Aufstieg. Trotzdem Arschkälte hier. Ah, Ranell. Ja gut, macht Sinn. Gucken wir auf die Ranellspitze. Okay, was haben wir hier Schönes? Die Standard-Items. Naja. Items habe ich schon Materialien eigentlich noch. Ernsthaft? Gefrorenes Wild. Gefrorenes Geflügel. Gut, die meinen, theoretisch können sie wieder auftauen. Aber passt. Passt sowieso, weil eben wir wollen ja von den 4 Hauptregionen als nächstes in die Gerudo-Wüste, habe ich ja gesagt. Auch wegen Doomster, wegen seiner Tochter zu gucken. Daher passt das ausgezeichnet. Okay, deshalb habe ich jetzt alles. Wie sieht es hier noch so aus? Da wird wohl nichts mehr sein.
So, ich hoffe, der Turm geht einigermaßen. Sieht zumindest gut aus soweit. Ist auch alles voll gefroren. Tja. Jo, ich komm rein. Hier sieht auch alles ready aus. Perfekto. Das heißt, ich sehe gerade, im Idealfall mir alles mit Folge 55 dann die ganze Map offen. Alter Schwede. Das ist erstmal die Map, hä? Ich meine, alles andere, das kommt erst noch. Das ganze Erkunden, oder wird sowieso lustig. Oder eben, vor den Gerudos gehe ich vielleicht nochmal in den Untergrund. Wäre vielleicht auch einmal. Da ist der Turm gerade gesehen. Auch noch eine Idee, zumindest ein bisschen was im Untergrund zu machen. Wir waren schon lange nicht mehr dort. Ich würde gerne ein bisschen auch in der Batterie gucken. Was ist das für ein Turm? Vor allem auch wenn wir den Turm jetzt hier oder alle Türme nach so weit haben, brauchen wir trotzdem eine schnellere Fortbewegungsmöglichkeit. Natürlich mit Sonderbauteilen, irgendwie so ein Fluggerät oder so zu bauen, wäre natürlich cool. Naja, cool wäre es zwar schon. Minus 28 Grad hier oben, lecco mio. Also eben, cool wäre es zwar schon, aber wie wir wissen, cool kann vieles sein. Ich war fast richtig mit der Markierung. Oh, darüber. Ach du Scheiße, mach über Himmelsinsel, komm. Kann man sonst zu lange. So, was haben wir hier Schönes? Da ist zum Beispiel noch eine Himmelsinsel. Da unten noch ein Schrein, ja. Da hat hier irgendwo das Hateno-Institut. Mal. Kanälspitze. Ja, Hateno Strand, also muss hier also das Hateno-Institut sein. Der Weg war mir eh bekannt vor, aber das heißt doch was denn hier sogar dann? Also noch hier Kageriko sein müsste. Naja, anders mal. Und ja, wenn ich halt irgendwie ein Fluggerät bauen will, generell haben wir uns um die Batterien noch kaum gekümmert. Was ist denn hier los? Ein Schrein? Eine Prüfung. Oh nee. Du willst aber nicht, dass ich hier einen Schildsprung mache, oder? Doch, natürlich will er das. Deswegen habe ich hier so Nanium-Schilde. Oh nee. Ja, gut, die haben noch einen. Moment. Vielleicht mal ein bisschen mehr Ausrüstung, können wir uns auch kümmern. Dass man generell Overworld, haben wir uns ja viel darum gekümmert, da ist klar. Ach, hier, ich meine, das ist noch praktisch gar nichts. Naja. Muss kurz gucken, wegen der scheiß Schildsprung schon wieder. Das soll klappen? Ja, wow. Also ich muss dabei sterben, ne? Ding ist weg. Hä, das Glück aber gespeichert. Nee, nee, Freunde, nicht mit mir. Nicht mit mir, so eine Scheiße. Also nein, natürlich sterben muss ich nicht, hey, weil ich hätte den Schildsprung auch beenden können, kurz. Kurz zuvor, besser gesagt. Habe ich aber jetzt in dem Moment gerade irgendwie richtig geschnallt. Weil ich mir dachte, hey, soll der jetzt wirklich runterspringen? Sind die bekloppt oder was? Weil was kriege ich denn da unten dafür? Nein! Erst noch das Scheißteil hier aktivieren.
Läuft eigentlich die Zeit gerade? Was ist denn das überhaupt? Schlittenschild. Jetzt wünsche ich doch, wir hätten die Schildtasche erweitert. Schlittenschild. Ist schlecht. Ich könnte es eigentlich mal auf der Karte noch markieren, dass hier irgendwie, wenn ich mal Schilde bräuchte. Ja, komm. Schätze ist zwar eigentlich übertrieben, aber irgendwas anderes hier als Markierung. Für Waffe? Ja gut. Gewisse Art und Weise ist es eine Waffe. Steuerung ist total ein bisschen schwierig. Hä? Nee, jetzt wäre zu spät oder was? Okay, kommt. Alle guten Dinge sind 3, wissen wir ja. Sonst machen wir das ein anderes Mal. Kann ich es auch markieren irgendwie mit dem Quest-Symbol oder so. Komm, jetzt was. Wenn ich eh schon dabei bin, auf dem Boden. So, ich habe hier eh genug, ja, von dem her. Ja, mal gucken. Ist ein bisschen basic Steuerung. Aber leider auch nur ein bisschen. Hä, der ist jetzt hier unten oder was? Okay. Warum ist er hier unten nicht da oben? Schräg. So, es ist natürlich nicht, dass uns das Segenslicht geben würde. Stacheln und Schild. Improvisierte hier E-Waffe, okay. Oh nein. Warum? Nach das Überleben abgehoben. Ja, so fühle ich mich auch. Vor allem Schrein aktivieren und dann muss ich hier auch noch... Oh Gottes Willen, ey. So, was habe ich jetzt an Waffen? 5 Pfeile bloß. Okay. Boah. Zu früh, Alter, zu früh.
Danke die Waffe. Sag mal. Holzpfeil, Holzpfeil. Noch schönes Holzpfeil. Fackel. Ich bin Fackelläufer. Ah, heiß. Okay, nichts drin. Das finde ich jetzt ein bisschen beleidigend. Mit dem komme ich hoch. Mir fehlt aber der Antrieb dazu. Schade. Konstrukt ein paar Placken machen. Die kann natürlich wieder hoch und dann direkt so abspringen. Ja, da geht natürlich auch. Habe ich hier was? Raketen. Für den Schilden dann hoch. Ich habe jetzt nicht so viele Schilder. Das Problem ist ja, ich muss die Viecher sowieso platt machen, weil ich komme sonst gar nicht hoch. Also beziehungsweise kommen natürlich schon hoch, aber... Alter, ernsthaft. Nicht die Gegner, die mich platt machen, sondern es ist das Spiel. Kann es sein, dass diese nacktes Überlebensdinge immer schwieriger werden? Kommt mir das gerade so ein bisschen vor. Synthese, ich habe eh genug davon. Feuerfrüchte, nee, aber die kann ich mal ablegen. So, gucken an Waffen. So. Jetzt wieder hoch und bieten die erschlagen lassen, das wäre ganz nett. Nur mal gucken, was ihr so gibt. Okay. Gut, dann kann ich wieder dran machen, kommen wir noch ein bisschen höher. Das brauche ich wohl auch, weil ich komme auch so dahin, aber... Kann natürlich besser rüberfliegen. Okay. Das ist natürlich auch sehr nett. Wenn gar nichts drin ist. Da noch so ein Wächter. Ja, eben eigentlich könnte ich auch direkt hoch, aber... Ich mache es glaube lieber so, ist mir irgendwie ein bisschen lieber, bevor dann noch erschlagen werde tatsächlich. Oh, warte. Und eigentlich da oben noch für krasse Viecher unterwegs. Ich meine, die Konstrukte, Leiste da oben ist kaum irgendwie angehoben. Wäre natürlich auch übel, wenn das Teil direkt schon loslegt. Dann nur 3 Stück, wa? Was heißt hier schon eigentlich, hä?
Hm. Mist. Verrosteter Schild, das ist eigentlich auch gut. Einer fehlt und der muss ja megamäßig drauf sein. Ja, deswegen. Deswegen der Eisenschild, weil man so keinen Damage kriegt. Hm. Irgendwie mühsamer, langwieriger Tempel, wenn der Keller sein darf. So, und eben noch die Dinger, mit denen ich hoch kann. Warum ist da oben noch eine Truhe irgendwo? Ne, ich glaube, das ist einfach... Nee. Wir haben hier eine Truhe, also insofern. Gamma Kriegerlanze. Die hätte ich aber gerne. Es ist eine Lanze. Ich hatte noch solche Lanzen. 2 habe ich jetzt nicht mehr so viel, deswegen lasse ich den mal nach. Vielleicht finde ich irgendwo noch. Aber merkst du, ne? Irgendwie schon. Bereits Waffen, die ein bisschen krasser drauf sind, ne? Also ist schon ein fortgeschrittener Schrein quasi. Ein Schlittenschild immer noch. Naja. Wir sind ja auch im richtigen Gebiet von dem her, also passt schon. So, Zeit für ein weiteres Herz. Ich weiß nicht, wenn wir hier sowieso unterwegs sind, vielleicht direkt nochmal irgendwie 4 Schreine oder so mitnehmen. Am besten irgendwelche einfachen Schreine. So, dann gehen wir mal ganz kurz hier hin. Lassen wir hoch teleportieren, dann fliegen wir in ungefähr dieselbe Richtung, würde ich sagen. Und vielleicht statt einem Schlittenschild kann ich jetzt vielleicht irgendwie so 2 Sonar-Schilde miteinander verschmelzen. Aber bringt auch was. Einfach für die Haltbarkeit. Und falls nicht, kann ich immer noch wieder zurück nach das Teil schon wieder. Tabula Rasa quasi. Tabula Rasa. Dort unten waren wir, wa? Die Dinger wieder auseinander fummeln quasi. Das eigentlich ziemlich niedrig ist, ne? So von der Höhe her. Dass hier einfach nichts ist, da können sie irgendwie meinen, okay, vielleicht ist hier noch ein Schrein. Zusätzlich halt, aber ich glaube, ich kann ihn gar nicht mehr aktivieren, wa? Nö, Mechanismus ist down. So, dann den Schild. Den wegnehmen. Ja, wie kann die voll sein? Okay, Entschuldigung, mein Fehler. Der doppelte Sonanium-Schild, wer kennt ihn nicht? So. Also dann, markiert ist es dort, wo ich eigentlich hin will schlussendlich. Nur eben jetzt damit... Gebiet Hateno, müsste doch da unten sein, oder?
Das by the way nochmal eine Glyphe da unten. Die irgendwie auch ein bisschen creepy aussehen, wenn ich ehrlich sein darf. Na komm, wir fliegen da runter. Da ist doch Atheno. Ups. Du. War doch nie eigentlich die Glyphen noch markiert, so mal by the way erwähnt. Die waren hier dazwischen, wa? Du hast auch einen Stern markiert, das ist irgendwie ein bisschen doof gewählt, merke ich gerade. Das ist eigentlich in einem Schrein da, kann das nochmal ein bisschen ändern. Ich mach's mal so, damit Ihnen klar ist, was es mit dem Schrein zu tun hat. Atheno, perfekt, weil wir müssen ja genau, da ist das Institut übrigens, hier oben. Da müssen wir sowieso später nochmal hin, eben wenn das, sobald Robedo hier hinkommt. Aber es trifft doch perfekt, das heißt... Wir können den Schrein noch mitnehmen und dann ist halt die Frage... Geoglyphe in der Nähe, ja, nein, vielleicht, ich weiß nicht genau. Atheno, Osnekluda. Perfekt. Und ein Schrein, ein kleiner... Das ist doch unser Haus aus Breath of the Wild. Also sagen wir so, es war mal unser Haus. Auch ein Herz. Ein Herzsymbol, ist natürlich herzlich. So. Ja, ja, unser Haus aus Breath of the Wild. Lang ist's her. Wie so vieles in dem Spiel. Als Referenz. Schöpfung. Okay, gehen wir zurück zu den 3 goldenen Göttinnen oder was? Eine Kugel hier rein. Soll das irgendwie über diesen creepigen Weg da hochbringen? Hä? Viele Kugeln. Soll die Kugeln da dran pflanzen oder was? Ah, nee. Sieht schon besser aus. Immerhin kombinieren kann ich, das ist schon mal schön. Was ich jetzt natürlich bräuchte, wäre... Ich überlege gerade, ob ich es auf Nummer sicher mache, damit er nicht irgendwie auf der Seite nach unten rutscht. Der Mechanismus selber ist ja eigentlich relativ klar, wie der funktionieren soll. Weil ich offenbar ein bisschen weit weg bin. Weißt du was? Gut. Eigentlich muss ich bloß eine Kugel da mitnehmen, dann das Ding da vorne bedienen. Wenn es in die falsche Richtung läuft, muss ich halt ein Ding einsetzen, wa? Zeitumkehr.
Warum Schöpfung? Verstehe irgendwie. Manchmal verstehe ich die Titel oder die Begriffe irgendwie. Das ist bei den Schreien nicht so richtig. So. Nee. Überhaupt nicht, aber. So, schon besser. Ja, es fliegt nicht mehr runter. So. Deswegen Schöpfung. Mhm. Das könnte also funktionieren. So. Dann mache ich gleich nochmal. Jetzt müsste ich da ein paar Kugeln nehmen. So. Und das wär's, oder? Krass. Okay, ich dachte, wir müssen noch irgendwas machen, also die Kugel nochmal rausholen, weil ich nicht genau gesehen habe, wo die jetzt wirklich reinrollt. Seltsamer Schrein. Offenbar einer ohne Truhe, aber. Naja. Man kann nicht alles haben. Dafür haben wir hier auch den Turm von Atheno aktiviert. Das ist doch schön. Eine kleine Schlittelpartie, wenn man so will. Wir haben auch den letzten Turm noch markiert dann für hoffentlich die nächste Folge. Theoretisch können wir es dabei belassen, aber ich habe erwähnt, gerne ein bisschen Story Progress, vor allem würde ich es gerne auch ein bisschen haben. Wenn wir hier schon in Atheno sind, wo sie auch schön ist und so, müssen wir sowieso nochmal hier hin dann später. Hätte ich es aber trotzdem gesagt, wenn wir hier schon den Schrein und so weiter alles haben und schön irgendwo alles markiert ist, holen wir uns noch ein paar Erinnerungen und vielleicht gerade den hier. Ich muss glaube sowieso, also weil wir alle Erinnerungen haben, also alle Drachen drin und so, die nochmal in der richtigen Reihenfolge angucken. So, wo ist die Glück? Oh, fast vorbeigesegelt. Oder schön vorbeigesegelt, besser gesagt. Die Glyphe müsste direkt unter mir sein. Ja, ich sehe sie schon. Die Switch quasi. Also, ganz ehrlich, dieser Flug nach unten muss doch so in den Ohren ziehen, dass Linda keine Mittelohrentzündung bekommt. So hoffen wir, dass hier keine Gegner haben oder so, auch nur Bäume. Ah, hier ist es sogar schon.
weitere Erinnerung von Zelda. Ich habe es mir einmal angesehen. Und ja, das Gerät stammt eindeutig nicht aus unserer Zeit. Dennoch, es könnte möglich sein, die Teleportationsfunktion auch hier zu aktivieren. Dürfte ich es noch ein wenig behalten und mir genauer ansehen? Ja, natürlich. Das wäre nett von euch, Minero. Danke, mein Kind. Also glaubt ihr mir nun endlich alles? Dass ich aus der Zukunft stamme? Daran bestand für mich nie ein Zweifel. Aber sag, Schwester, kennst du eine Möglichkeit, wie Zelda zurückkehren könnte in ihre Zeit? Es lag sicher an deinem Mysterienstein, dass du durch die Zeit reisen konntest. Steine wie dieser haben die Eigenschaft, die Mächte jener, die sie tragen, zu verstärken. Mit meinem etwa kann ich meinen Geist auf Wanderschaft schicken. Rauro hingegen vermag mit seiner Lichtkraft das Finstere zu bannen. Und Sonja gebietet gar über die Zeit selbst. In dir, Zelda, spüre ich beides. Die Macht des Lichts und die Macht der Zeit. Der Stein scheint sich in erster Linie auf die Macht der Zeit auszuwirken. Die Macht der Zeit. Jedoch vermag er, deine Macht lediglich zu verstärken. Deine Fähigkeiten verstehen und kontrollieren, das musst du selbst. Das heißt, der Stein kann dir keinen Weg aufzeigen, den du nicht schon kennst. Alte Überlieferungen berichten von einem verbotenen Zauber, der sogenannten Drachenwandlung. Wer einen Mysterienstein schluckt, wird ein unsterblicher Drache, auf ewig befreit von den Fesseln der Zeit. Interessant. Das wäre fürwahr ein Weg, um durch die Zeit zu reisen. Und du vermutest darin einen Ansatzpunkt zum Finden einer Lösung? Ja. Doch leider geht die Legende noch weiter. Wer einmal zum Drachen geworden ist, dessen Seele kehrt nie wieder zurück. Aus diesem Grund gilt der Zauber als verboten. Zwar ist es die einzig bekannte Methode, mit der man die Zeit überwinden könnte. Doch wozu sollte so eine Unsterblichkeit dienen, wenn man nicht man selbst ist? Verzeih mir. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. So kommen wir nicht weiter. Doch Moment. Des Rätsels Lösung liegt vielleicht in dir selbst verborgen. Du musst nur jede Facette deiner Macht ergründen. Sonja wird dir sicher gern dabei behilflich sein. Gut. Okay, soll heißen, dadurch, dass wir ja stark vermuten, dass dieser weiße Drache genannt wird, ja offenbar Zelda sein muss, weil es ja, das sind ja Drachentränen, das sind ja ihre Erinnerungen, also müssen es ihre Tränen sein, folglich muss sie der Drache sein. Kann wohl auch davon ausgehen, dass sie wohl den Stein echt geschluckt hat. Mineros Rat, okay, gut. Ja, warum auch nicht. Also die Reihenfolge bisher, mehr oder weniger stimmt jetzt noch, das ist auch schön. Zelda und Sonja, das kommt sogar erst jetzt dran, das ist auch interessant. Minero. Wer ist denn? Habe ich hier in Minero irgendeinen Hinweis auf sie? Nö, ja. Lustig finde ich eigentlich die Tatsache, dass Rauro ja die Lichtkraft besitzt. Sonja
Die Macht über die Zeit. Zelda besitzt beides. Die Lichtkraft wissen wir, dass sie die hat. Das wurde auch in Breath of the Wild so genannt, irgendwie die Bandkraft oder so. Anhand dessen, dass halt immer das Triforce bei ihr erschienen ist, dachte man ja, oder dachte ich zumindest, okay, ist das Triforce eigentlich. Also die Macht des Triforces sie nutzt dafür. Jetzt heißt es aber eigentlich doch, es ist die Lichtkraft, die es wohl von Raura hat, sprich Sonja und Raura haben wohl Nachfolge bekommen. Weil kann es mir sonst nicht anders erklären. Das mag jetzt zwar ein bisschen seltsam klingen, macht aber irgendwo auch Sinn, wenn wir bedenken, dass in vielen Zelda-Spielen, sei es jetzt The Minish Cap oder Phantom Hourglass, nicht Phantom Hourglass, Spirit Tracks, Entschuldigung, und natürlich auch Ocarina of Time, hatte Zelda selber ja auch Lichtkraft. In Ocarina of Time war der Weise des Lichtes Rauru, der war ja auch der Weise des Lichtes und hatte offenbar auch irgendwie Lichtkräfte. Wenn die halt Nachkommen von dem Rauru hier sind, könnte hinkommen. Abgesehen davon, dass er nicht unbedingt so selten ist, dass zum Beispiel irgendwie, dass man sein Kind, sag ich jetzt mal, nach einem berühmten König benennt. Also insofern, auch mit dieser Erinnerung wird eigentlich alles noch zum bisherigen The Legend of Zelda Timeline passen. Kann man mal so sagen. So, ich habe gelöscht, perfekt. Freunde, ich würde sagen, wir beenden die Folge. Ich würde die nächste Folge vielleicht erst einmal mit einer Erinnerung ansteuern, wenn wir die direkt zu Beginn machen können. Und dann machen wir uns auf den Weg hier zum Turm. Wenn eine Idee war. Ich glaube, ich versuche es von der Seite, ich glaube, ich bin ein bisschen schneller. Fliege hier hin, vielleicht dazu unterwegs noch ein paar Himmelsinseln und so. Und ich glaube, das könnte gut kommen. Jo. In dem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Tears of the Kingdom oder Tears of the Dragon, Tears of the Zelda, whatever. Ciao zusammen.